Was hier läuft, ist Ideologie. Was hier läuft, ist reinste Propaganda. Boah. Ah! Was hier läuft, ist durch und durch dekadent. Unsere Kinder und unsere Jugendlichen gehen durch das kaputt. Wir Bitte was? Gut, ich würde sagen, ich schwafle einfach gar nicht lang drum herum, sondern das Einzige, was es braucht, ist eine Erklärung, warum ich das Video zweimal geschaut habe, dass wir am Schluss eigentlich die Sequenzen noch sehen, die ich im ersten Durchlauf schon mal gezeigt habe. Das ist, weil ich nicht gecheckt habe, in welchem Kontext ich das Video bekommen habe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ihr braucht, um den Aufbau von dem sehr chaotischen Video zu verstehen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns das Kunstobjekt einfach gemeinsam rein. Okay. Heute machen wir etwas ganz Spezielles, und zwar habe ich das noch gar nicht gemacht. Mega etwas Neues, eine Innovation, und zwar eine Reaction. Hat noch nie jemand gemacht bisher. Auf ein Video, wo ich zugeschickt bekommen habe, wo ich mal drauf reacten soll. Reacten. Und darum machen wir das jetzt einfach einmal. Und zwar geht es dort um Pride St. Gallen. Ich freue mich schon auf St. Gallen-Deutsch. Wir reagieren jetzt einfach mal drauf. sind heute hier an der Pride in St. Gallen. Mit wem habe ich heute dir? Lisa. Moment, ich muss den Monitor ein bisschen leiser machen, weil es haut mir sowas von Trommelfell weg. Momentli. Mara und Lisa. Pronomen. Ich bin Heidi, aber ich bin aber erst seit 8 Monaten eine Frau. Also ich bin der Sam und ich bin 16. Das hier ist Transflagge und das hier ist Flagge für die Schwulen. Hä? Boah, nein, ey, ich finde das voll kritisch. Sie packen genau die, wie sagt man dem? Ich kann heute nicht denken, ich bin eingerostet. Die Statements, die Ausrufe. Wir haben so einen Zettel bekommen, wie es halt so ist bei so Demos, und dann kann man, von diesen Lines kann man dann auch aussuchen und dann so anstimmen. Und sie zeigen genau, eure Kinder werden so wie wir, so richtig so, um da geht es jetzt eigentlich nicht in der Pride, so das Provozieren. Es ist nicht der einzige Spruch, wo wir hatten, natürlich, und nicht der einzige kritisch, es hat viel kritischere gegeben, aber Mann, nein, ich habe gefunden, nicht die richtige Message. Das Provozieren, es verfehlt völlig das Ziel von einer Pride. Das schürt eher. Und da wird man ja eigentlich genau nicht erreichen. Aber egal. Vertreten und etwas zeigen, dass es in der Szene noch eine andere Fetische gibt. Ja, wie es halt so ist, wenn man einen Hund hat. Das ist wie das Papi in der Hypno. Da habe ich noch cool gefunden, dass Papis auch dort waren, weil ich habe noch nie live einen Papi gesehen. Noch nie. Das erste Mal, wo ich überhaupt herausgefunden habe, dass es die gibt, war in einem Video vom Leroy gewesen. Und das ist im Fall noch gar nicht so lange her. Vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 Jahre. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Auf jeden Fall, ja, Papis sind auch stark gewesen. Er ist eigentlich der Papi und ich bin sein Herrchen. Ja, wie es halt so ist, wenn man einen Hund hat. Endlich mal ein Statement, das wir auch unterstützen. Moment. Eigentlich wollte ich wegen dem einen Gesicht. Da, er fühlt es auch. Er ist auch. Man sieht jetzt mit Cursor nicht, aber egal. Er ist dabei. Ja, mein Name ist Thomas Rinner, ich arbeite an der PASG in St. Gallen. Hoi Thomas. Und wir sind da, weil wir uns für Menschenrechte stark machen. Und Sie finden es okay, dass das eine Schule veranlasst? Ja, ich finde es sogar ganz wichtig. Wie finden Sie, dass das die Schule... Ist das so? Nein, ich habe das fast verstanden, oder? Hat eine Schule Pride veranlasst? Nein. Nein. Das ist doch der Verein... nicht der Other Side, der war einfach dabei gewesen. Silvi war dabei gewesen, wo Silvi und... fuck, ich habe den Namen vergessen. Silvi und... nicht der Luca. Weiß es nicht, oder? Sie haben Other Side vertreten und haben
eine coole Rede gehalten. Man hat zwar relativ wenig verstanden, vielleicht zeigt man noch ein bisschen etwas. Akustisch, man hat es akustisch nicht wirklich gut verstanden. Aber hey, sie sind dabei, sie sind am Start gewesen. Und ich glaube nicht, dass es auch von einer Schule organisiert worden ist. Vielleicht habe ich es jetzt auch völlig falsch verstanden, ich weiß es nicht. Weil öffentlich Stellung nimmt und alle Leute einladet. In einer Schule wird es immer divers sein und es ist wichtig, das auch so zu anerkennen. Voll. Was hier läuft, ist Ideologie. Was hier läuft, ist reinste Propaganda. Was hier läuft, ist durch und durch dekadent. Unsere Kinder und unsere Jugendlichen gehen durch das kaputt. Wir Bitte was? Ja, hast jetzt gecheckt, in welche Richtung dass es geht. Ja, hast jetzt kapiert, dass da ja. Ah! Okay. Okay. Dass wir ein bisschen Kontext haben, warum ich mich jetzt gerade so aufrege. Der Kollege, der mir das Video geschickt hat, ich habe gemeint, der hat mir das geschickt, weil er es gut findet. Und ich dachte, hey, voll cool. Ich warte jetzt noch auf den Moment, wo ich kann sagen, hey, cool, Hammer-Video. Dabei ist da so eine junge SVP-Video. Wow! Okay, ich soll renten. Gut, dann rente ich. Machen wir das. von der jungen SVP möchten das aber ändern. Jawohl. Leute. Transparenz und Toleranz ist schlecht. Weil wir wissen alle, Homosexualität ist ansteckend. Das ist bekannt. Ich meine, wir wollen ja unsere Kinder nicht kaputt machen mit so kranken Ansichten wie Homosexualität. Nicht, dass sie sich dann, so wie wir, auch aktiv dafür entscheiden, homosexuell zu sein. Und darum wählt SVP. Egal, schauen wir weiter. Das ist jetzt fertig. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Pride in St. Gallen. Wisst ihr, was mich auch interessieren? Mich würde interessieren, was sie zu diesen Aussagen gesagt hat. Dann könnte man darüber reden. Dann könnt ihr darüber ranten. Dann könnt ihr ihre Ansichten auseinandernehmen. Aber man sieht es ja nicht. Und ich bin 16. Das hier ist Transflagge und das hier ist Flagge von den Schwulen. Was soll überhaupt das Meme? Was soll der Einspieler? Ich check's nicht. Egal. Wieso sind Sie da? Boah. Und dann zeigen sie auch nur Sachen, wo völlig. Ich kann heute nicht reden. Wenn man einen SVPler kritisieren will, dann bringt man Papis, dann bringt man Kinder, dann bringt man Transmenschen. Gott, das war so eine mega heikle Aussage von mir gewesen. Wenn man einen SVPler will wirklich aus der Reserve locken, dann spielt man mit Stereotypen, dann spielt man mit Klischees und provoziert. Das ist ja wieder so eine typische SVP-Masche. Ne? Man bildet nicht alles ab, sondern man bildet das ab, wo provoziert, wo polarisiert, wo, ja. Und Sie finden das okay, dass das eine Schule veranlasst? Ja, ich finde es sogar ganz wichtig. Wie finden Sie Krass, der Herr da, der hat, glaube ich, gemeint, dass er hat den Hintergrund von ihr, glaube ich, auch nicht kennt. Sonst hätte er das wahrscheinlich ein bisschen entschuldigender gesagt und wäre dann so ein bisschen in die Rechtfertigung übergegangen. Aber so hat er gemeint, er unterstützt wie eine Meinung von der, die jetzt hier interviewt. Egal. Es ist ein bisschen zu viel interpretiert jetzt von meiner Seite her. Ich habe zu wenig Hintergrund, aber ich merke, ich bin ein bisschen genervt. So, so. Das sind wieder die typischen Argumente. Aber egal. Wie ich gesagt habe, haltet eure Kinder an der kurzen Leine. Oh Scheiße. Falsche Metapher, wegen der Papis. Wir wollen ja nicht, dass die auch krank werden. Und, darum würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Wir lassen es. Viel schlauer wird es nicht mehr. Grüßli gehen raus an Armin, danke fürs Video und tschö mit Ö. Tschüss! Reaction of a video
Und zwar machen wir eine Reaction auf ein Video. Habe ich das jemals gesagt? Dass ich jemals den Satz ins Mund wählen, das habe ich. Es freut mich. Ja, so ein bisschen ein Cringe-Moment, so ganz wenig.